Hallo zusammen. Ich habe die Gesundheitspraxis für Katzen und Hunde seit 2010 und laufe jetzt gerade in meine Praxisräumlichkeiten. Heute zum Zeckenthema und Knoblauch. Was sinnvolle Zeckenprophylaxe beinhaltet, habe ich euch in einem anderen Video schon mal erklärt. Ich verlinke euch das noch. Heute geht es darum, kann man Knoblauch als Zeckenprophylaxe brauchen. Einwand könnte jetzt sein, aber Knoblauch ist doch giftig. Wieso sollte man denn Knoblauch jeden Tag ins Futter geben, damit man keine Zecken hat? Sehr viele wissen, dass wenn sie das geben oder wenn sie als Präparat geben, wo Knoblauch drin hat, dass das wirklich super wirkt, damit Zecken gar nicht erst andocken an den Körper von Katze und Hund. Wir lassen heute die Katzen weg, weil ich leider keine Studie gefunden habe, wo es um Katzen geht bei diesem Thema. Der Mythos, dass Knoblauch giftig ist basiert vor rund 21 Jahren, wo es in Japan eine Studie gegeben hat, wo man 7 Tage lang Knoblauchextrakt täglich den Hunden gegeben hat, um zu schauen, wie sie auf Knoblauch reagieren. Es ist kein Hund gestorben, es hat nicht einmal irgendwelche Vergiftungssymptome gegeben, aber man hat Veränderungen von den roten Blutkörpern festgestellt und deswegen angenommen, dass es giftig sein könnte für den Hund und hat es deswegen so propagiert. 245, also 245 Knoblauchzehen für einen 25 Kilo Hund hat man innerhalb von dieser Woche gefüttert. Also der Extrakt, der in dieser Studie gegeben worden ist, entspricht 245 Knoblauchzehen pro Woche für einen mittelgroßen Hund. Wenn das nicht giftig war, dann wird das bisschen Knoblauchpulver gegen die Zecken auch nicht giftig sein. Ich tue euch natürlich die Studie noch unten anpinnen. Könnt ihr gerne selber durchlesen. Inzwischen gibt es viele neue Studien, die sogar zeigen, wie gesund Knoblauch ist, dass Knoblauch sogar die Lebensspanne von Mensch und eben auch Hund verlängern kann, dass es die Leber zwar anregen, aber auch in der Selbstheilung fördern von der Leber. Dass die Veränderung in den Blutzellen positiv ist. Ihr dürft den Hund bedenkenlos Knoblauch füttern. Solange er nicht 245 Knoblauchzehen in der Woche überschreitet. Weil mehr wissen wir wissenschaftlich gesehen nicht, ob es der Körper verträgt. Aber ich hoffe, ihr merkt, dass ich gerade am Schmunzeln bin. Kein Mensch füttert 245 Knoblauchzehen seinem Tier. Und nicht einmal ein Labrador schafft das, selber zusammenzufressen in einer Küche, weil kein Mensch hat so viel Knoblauchzehen daheim rumliegen. Zeckenmittel, egal ob natürlich oder nicht natürlich, machen nur dann Sinn, wenn ihr eigenes Risiko, also das Risiko vom Zeckenmittel selber, kleiner ist als die Gefahr der Zecken. Und jedes Mittel, das macht, dass die Zecke stirbt, erst nachdem sie Kontakt, also nachdem sie andockt hat am Tier, ist zwangsläufig gefährlich fürs Tier, weil A, haben wir das Gift, das das Tier tötet, im Blut vom Katz und Hund auch drin, und B, wenn der Zeck vergiftet wird, reagiert er halt, wie ein Körper reagiert, wenn er vergiftet wird, und er bricht sich in sein Wirt. Also das heisst, in dem Erbrochenen haben wir dann auch all die Erreger, von denen ja so viel Angst da ist. Also Borreliose, Anaplasmose etc. Genau das wird also sogar gefördert, die Ansteckungsgefahr, weil sich das Tier dann ins andere Tier erbricht. Ich erkläre das noch genauer im anderen Video. Und jetzt wünsche ich euch in der momentanen Zeit ganz viel Kraft, ganz viel Ruhe und Empathie und Verständnis. Und bis nächstes Mal.